Hof kreuz und quer, der Kurdrig und ich, wir haben's wirklich schwer. Simmer! Wie oft hab ich dir gesagt, dass der Mist ab sofort hinterm Stall abgeladen wird? Oft. Sehr oft sogar. Diese Kuhfladendeponie wird ab sofort stillgelegt. Der Gestank ist hier in Zukunft nicht mehr tragbar. Hast mich? Jawohl, Chefin. Die Ballen sagt hier, der Bar sagt her, der Kurdrig und ich, wir haben's wirklich schwer. Oh! Sag mal, spielst du, ha? Ja, ich nicht. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass der Mist da hinkommt, wo er immer hinkommt? Ganz egal, was dir meine Alte auch für einen Mist verzapft. Oft. Sehr oft sogar. Du, dir gib ich gleich einen Mist verzapft, gell? Retour. Nauf! Retour. Nauf, hab ich gesagt. Wenn's wisst, wohin ihr müsst, sagt's mir's halt. Meinetwegen fallen da ein Schlafzimmer auf. So ein frecher Kerl. Was sind denn das für neue Sitten, dass ein Stallknecht der Bayerin Plädoyer hat? Das hat's ja noch nie gegeben. Ja, das hat's auch noch nie gegeben, dass man den Mist nicht mehr auf den Misthaufen fahren darf. Bloß weil Bayerin meint, dass ich umgeräumt bin und aus einem Bauernhof ein emissionsfreies Agrarhotel machen möchte. Urlaub auf dem Bauernhof, darin liegt die Zukunft. Nicht bei deinen Rimpfviecher, die bloß fressen, saufen und blöd schauen. Ja, meinst du, dass deine Rimpfinger mal was anderes machen werden? Du, wie redest denn du über unsere zukünftigen Feriengäste, ha? Nein, wen, dann sind schon deine zukünftigen Feriengäste, weil ich kümmere mich nur um meine Rimpfiger. Die fressen und saufen zwar, aber die geben wenigstens eine Mille und kriegen Kaibe. Ja, meine fressen und saufen auch und zahlen sogar noch dafür. Und vermehren dann sie sich auch. Ja, aber hoffentlich nicht auf meinem Hof. Nein. Ich mein doch einfach, das werden immer wieder mehrere. Weil unser Hof nach Aussage von meinem Reiseveranstalter, Was? mit dem ich zukünftig exklusiv zusammenarbeiten werde, sagt, dass unser Hof für Feriengäste bestens geeignet war. Aha, wo sind denn nachher deine deine Feriengäste? Ich sehe noch keinen. Ja, da wirst du schauen, wer da noch alles kommt. Ja, das ist mir wurscht, wer da kommt. Mein Mist kommt auf alle Fälle da hin, wo er hingehört. Passt das? Sechst du's? Du wirst doch mit deinem gestinkenden Misthaufen nicht unsere zukünftige Existenz gefährden wollen. Das ist doch nicht der Ernst. Und ob das mein Ernst ist? Also doch, hört sich doch wirklich alles auf. Es ist unzumutbar, dass unsere zukünftigen Feriengäste neben Misthaufen frühstücken. Ja, dann sollen sie hinterm Stall draußen frühstücken, da stinkt's nicht so. Doch, ist doch nicht so ein schönes Panorama. Ach so, aber mein Mist, den darfst du schon da hinten ausschicken, ha? Da hört sich doch wirklich alles auf. Mama, was schimpfst denn? Es geht wie immer in letzter Zeit um die Kontroverse bezüglich des Frühstücksstandortes unserer zukünftigen ertragbringenden Feriengäste und der stinkenden, unrentablen Endlagerung des Sondermülls der etwas einfacher strukturierten animalischen Pensionsgäste von deinem Vater. Was? Wir streiten drum, wo meine Gäste frühstücken und sein Mist stinken darf. Ist er denn immer nur so stur, der Papa? Stur ist doch gar kein Ausdruck. Naja, aber wen wundert's? Seitdem wir keinen Ochsen mehr haben, hat er die Rolle übernommen. Mama! So stur ist der Papa auch wieder nicht. Was? Wie stur ist er denn, der Papa, haben wir, ja? Ach, die Mama hat nur gemeint, dass es schade ist, dass wir keinen Ochsen mehr haben. Ja, rede nicht raus, komische Dinge. Sie meint, dass es für die zukünftigen Feriengäste, sollte überhaupt jemals ein kommen, unzumutbar ist, dass sie neben meinem Misthaufen frühstücken müssen. Ja, da hat's aber schon recht, unser Mama. Also schön ist es wirklich nicht, dass unsere zukünftigen Feriengäste direkt neben so einem gestingerten Misthaufen sitzen müssen. Ja, sie zahlen doch dafür. Was? Für meinen Misthaufen?
Na, für ihren Urlaub. Ah, da bin ich aber gespannt. Du bist schon gut. Ja, immerhin haben doch schon einige gebucht. Ja, und die ersten 2, die werden heute sogar schon anreisen. Was, heute schon? Naja, anreisen können sie ja. Aber ob sie dann da bleiben, das ist die andere Sache, gell? Schauen wir halt einmal, wer es länger aushält. Eure Feriengäste oder mein Misthaufen, gell? So, Papa. Jetzt will ich nichts mehr hören, als wer gammert. Papa! Weil es jetzt ein Ausflug ist. Der kann man nur so stur sein. Da kommen Leute und zahlen dafür, dass sie bei uns wohnen dürfen. Ja, und er will das nicht. Das ist doch praktisch ein geschenktes Geld. Maria, was sitzt denn da umeinander? Wir haben doch noch genug Arbeit. Ich hab mich gerade über den Papa geärgert. Ah, und das kann man nur im Sitzen. Da hätte ja ich die letzten 30 Jahre sitzen müssen. Also da darfst du jetzt aber nicht beschweren. Ja, du hast dann doch damals ausgesucht und warst ja auch so verliebt, dass du dann geheiratet hast. Aber jetzt schau mich an. Ja, ich hab mir nicht aussuchen können. Ja, wir Kinder, wir müssen die Eltern so nehmen, wie sie sind. Ja, Umtausch ausgeschlossen. Also ich glaube, du kannst dich über deine Eltern nicht beschweren. Und was meine Liebe zu deinem Vater anbelangt, da wirst du noch selber dahinter kommen, wie das ist. Weißt du, Madel, das mit der Liebe, das ist wie mit einem Schweinsbraten. Ja, als Kind, da magst du ihn überhaupt nicht. Und als junges Mädel, da kommst du dann schon langsam auf den Geschmack. Und der schmeckt da so gut wie nix auf der ganzen Welt. Und du möchtest einen Schweinsbraten nicht bloß am Sonntag haben, sondern am liebsten jeden Tag, jede Stunde. Ganz gleich, ob er kalt ist oder versalzen oder zach. Hauptsache ein Schweinsbraten. Und dann heiratst du ihn. Und dann hast du ihn. Viele Jahre, jeden Tag, jede Stunde. Einmal ist er kalt, einmal versalzen, einmal zach. Dann kommt die Zeit, da kannst du ihn nicht einmal mehr riechen. Dann gibt's aber auch wieder Tag, da schmeckt er da ganz gut. Und wenn's auch bloß die Krusten ist. Und das ist dann auch wieder schön. Und dann bist du froh, dass du ihn hast. Ein Schweinsbraten? Na, ein Mo. So. Jetzt machen wir aber wieder weiter, gell? Vielleicht kommen unsere Gäste ja doch noch heute. Ja, so ein Schweinsbraten möchte ich auch mal. Aber kein so ein Sturen wie der Papa ist. Ah, die Luft ist rein. Ah, der Herr von der Misthaufen-Fraktion. Was heißt da Misthaufen-Fraktion? Du, euer Mist kommt für ab sofort nimmer dann auf. Weil unsere zukünftigen Feriengäste in Ruhe und geruchslos da drüben frühstücken werden. Ich sehe nur keine Gäste. Und ich habe starke Zweifel, dass überhaupt welche kommen. Beziehungsweise, wenn auch kommen, ob sie überhaupt da bleiben. Ja, wenn sie einen Misthaufen sehen. Na, die Bayerin. Du, gell? Wie redst denn du über meine Mama? Das war doch nur ein Spaß. Ich hab nur gemeint, dass der Bauer da schon eher recht hat, wenn er sagt, dass das mit euren Gäste und dem bezahlten Urlaub nicht so hinhauen wird, wie ihr euch das vorstellt. Und warum nicht? Ja, weil die Leute heutzutage lieber fortfliegen, so weit wie möglich. In ein Land so heiß wie möglich, dass sie einen Hautkrebs kriegen, so schnell wie möglich. Heute fragt doch keiner mehr, wo fliegst denn hin, sondern wie lang fliegst denn? Keiner fragt mehr, ob's schön wieder war, weil unter 45 Grad im Schatten brauchst du ja gar nicht buchen. Und mit einem einfachen Sonnenbrand musst du ja schauen, wenn's daheim in der Sauna sitzt. Und bei uns können sie höchstens verzeihen, wie viel das geregnet hat auf dem Quadratmeter. Und wie viel Kurdri gerne an die Wadelpappen blieben ist, wie es heimgekommen sind. Also, so ist das auch wieder nicht. Ja, bei uns ist schon auch schön. Du wirst schon sehen, dass Mama recht hat. Ja, so wie damals. Wie es aus unserem Bauernhof ein Heilbad machen wollte. Bloß weil es gemeint hat, dass unser Blaselbach eine heilende Wirkung hat. Hat er auch. Okay, bloß weil ein Bischof vor 100 Jahren mal barfuß durchgelaufen ist und seine Bladern kühlen wollte, die er sich vom Wandern zugezogen hat. Ja und seitdem hat unser Blaselbach heute eine heilende Wirkung. Okay, die einzigen Gäste, die sie in unseren eiskalten Heilbach reingestellt haben, sind mit einer sauberen Blasenentzündung wieder rausgekommen. Und aus war's mit unserem Heilbad. Jetzt weißt du, warum er Blaselbach heißt. Ja mei, dann hat halt Mama auch einmal daneben gelangt.
Weil das ist aber noch lange nicht so schlimm wie das, was der Papa schon alles gemacht hat. Und dann nicht hat. Geh! Was hätten da nicht geklappt, was der Bauer respektiv mir gemacht haben? Ja, also ich wollte ja nur an seine besonderen Viecher erinnern, die er in München auf der Landwirtschaftsausstellung als Neuheit verkauft haben. Wie zum Beispiel diese australische Wüstengors, die eine Sondermilch gibt. Oder die schwarzen Kühe, die einen Kakao geben. Ja, und dann natürlich nicht zu vergessen, die Bio-Sei. Ja, die sogar Vegetarier essen dürfen. Ja, mei, nach 8 Maß. Alles super Fehlinvestitionen. Und das passiert der Mama mit ihrem Agrarhotel diesmal nicht. Das wirst du schon sehen. Okay, das ist ja schon vor der Eröffnung zum Scheitern verurteilt. Na, das wird ganz bestimmt ein Erfolg. Das wirst du schon sehen. Glaub ich nicht. Doch, Was wettst? wetten. Ja. Was wettst, dass deine Mama draufzahlen wird? Also gut. Dann schlag was vor. Wenn ich recht hab, musst du eine Woche lang mit meinen Gummistiefeln einen Saustall ausmisten. Also gut. Und wenn ich recht hab, dann bringst du unsere Feriengäste eine Woche lang als Frühstück mit dem Schürzal und im Heiberl. Eingeschlagen. Die Wette ist gut. Magst du das gleich mal ausprobieren? Na, weil ich gewinn. Ja, schauen wir mal. Na, also gut. Fahrst dein Mist gleich hinter das Haus? Na, ins Schlachthaus. Da packen ihn in Plastiktüten ein, tragen ins Kühlhaus und gefrieren in der Truhen ein. Und wenn sich deine Eltern dann einig sind, wo er hinkommt, beziehungsweise nicht hinkommt, dann tau ihn wieder auf. Ja. Vierte. Wenn du Urlauber kommen, dann passt man nicht her. Der Kurtrig und ich überhaupt wirklich schwer. So ein Depp. So ein sturer Schweinsbraun. Ja, Herberger? Ja, hier Agrarhotel Herberger, die ersten Gäste. Ja, grüß Gott, Frau Dings. Ach, wie schön, Sie sind heute Vormittag schon in München gelandet. Aha. Ein Leihwagen haben Sie auch schon. Ein Sportwagen. Oh, ob das gut geht. Was sagen Sie? Eine Wegbeschreibung. Ja, wie weit sind Sie schon? Ein Wildtaldreieck. Ja, Sie, da fahren Sie jetzt in Fraßdorf von der Autobahn runter, gell? Dann fahren Sie die Landstraße Richtung Söllhuben. Söllhuben. Ha? Wen wollen Sie fragen? Ein Navi. Kennst du in Söllhuben jemand, der Navi heißt? Mama, die wollen das Navigationssystem im Auto. Ach so, na, den brauchen Sie nicht fragen, gell? Also, Sie fahren durch Söllhuben durch. Ein paar Kilometer geradeaus und dann kommt auf der rechten Seite ein kleines Strassel und das fahren Sie rein. Was Markantes, woran Sie das erkennen kannten. Ja, passen Sie auf. Wenn Sie da entlang fahren, dann kommt kurz bevor die Straße rechts reingeht, links am Scherzenbauern sein Saustall. Ja, und der hat 2 neue Tieren gekriegt. Was? Nix Markantes. Doch, das sehen Sie sofort, weil der hat ja 50 Jahre die Alten gehabt. Ja, sehen Sie gleich. Ja, also wie gesagt, Sie fahren die Straße rechts rein. Was? Ein Name? Na, einen Namen hat die Straße nicht. Also Sie fahren die Straße rechts rein, dann fahren Sie 3-4 Kilometer geradeaus und dann sehen Sie unser Haus schon. Nein, ist das einzige Verwechslung ausgeschlossen, gell? Ja, für gerne, wiederschauen. Ja, tschüss. Na, ob das gut geht mit dem Sportwagen? Maria! Ja, Mama, bin schon da. Jetzt geht's los! Unsere ersten Gäste sind im Anrollen. Ja, wenn's herfinden und ihr Sportwagen unser Schlaglochallee aushält. Okay, nach meiner Wegbeschreibung und dem Scherzenbauern seine Saustalltieren finden die bestimmt her. Und unser Auto hält die Schlaglöcher schon jahrelang aus, gell? Geh, Mama, du kannst doch am Papa seine alte Rostballwalzen nicht mit so einem Sportwagen vergleichen. Jetzt red nicht lang umeinander. Jetzt machen wir unsere Vorbereitungen. Ich tu die Betten überziehen. Du sagst am Simmerl, er soll den Hof sauber zusammenkehren und richtest die Willkommensbrotzeit her. Halt! Vergiss gar nicht, dass du die Girlanden über die Tür machst. Sag am Simmerl, er soll dir helfen. Jetzt wird's aber nervös, Mama. Simmerl!
Ja, ich komm ja schon. Ist das ein Quadratstritschlager? Jetzt hätte ich beinahe nicht reingebracht. Was? Ein Mist in die Gefriertruhe. Gerade noch zwischen am Suppenfleisch und die Kalbsfüße hat er bloß gehabt. Du Schwanger, jetzt hör mal auf mit dem Blödsinn. Bayern dürfen bloß nicht mit dem ganz Jung verwechseln beim Auftauen. Jetzt hör mal auf mit deinen Spassetteln. Du, die ersten Gäste sind schon im Anmarsch. Gut, dann mach ich mich fertig für den Abmarsch. Na, du hilfst mir jetzt bei den Empfangsvorbereitungen. Zuerst einmal kehrst du da einen Hof sauber zusammen. Und dann hilfst du mir die genannten Aufhänger. Ja, und dann ziehst du auch noch was Sauberes an. Oder willst du unsere Gäste in deinem Stallgewand da empfangen? Ich möcht's eigentlich gar nicht empfangen. Ja, kannst denn du nicht schneller kehren? Nein, sonst staubt's ja so. Der Besen geht so schnell kaputt. Jetzt hilf mir lieber unsere Empfangsdekoration aufzuhängen. Da weiß ich ja gar nicht, was ich zuerst machen soll. Zusammenkehren, umziehen, Drehzeug aufhängen, schwitzen muss ich auch noch. Mal wie du das bloß schaffst. Da, jetzt häng die Girlanden auf. Kennst du einen Unterschied zwischen einem Bäcker und einem Dreck? Na, Der Bäcker muss um 3 Uhr früh aufstehen, der Dreck kann liegen bleiben. häng die Girlanden auf und schau bitte, dass nicht schief hängt. Du meinst du wieder aussiegen? Herrschaftszeiten. So, warte mal. So, haben wir's schon. Ist jetzt schöner. Ja, freilich. Ach, da freuen sich doch unsere Gäste, wenn so empfangen werden. Okay. Wegen dem bisschen Drehzeug. Du, halt, als Schüttel haben wir auch noch. Was denn für der Schulde? Da, lies. Wir begrüßen unsere Gäste im Agrarhotel. So ein Schmarrn. Stimmt doch gar nicht. Ich möchte ja gar nicht begrüßen. Jetzt red nicht, das wird aufgehängt. Ja, sag einmal, seid ihr noch nicht fertig? Ja, sie tut so langsam und redet alle bei dazwischen. Ja, von wegen. Jetzt tu die Schüttel da hin. Da, an die Tür. Ach so, Ein bisschen her. bisschen her. Gefällt's dir so, Mama? Ja, so glaube ich war's schön. Hey, was Geschichten da, hä? Haha, da schaust, gell, was ich für Ideen hab. Ah, Simon, geh weiter, geh mit, helf mir mal, da haben wir auch eine Idee, glaube ich, gell? Entschuldigung, aber der Chef braucht mich. Merkst was? Jetzt wird er gangig. Jetzt wird er sich auf den Empfang vorbereiten. Jetzt zickt er, dass ich doch recht gehabt hab und das Gäste kommen. Und das Wunder. Du, sein Saustall wird er jetzt zusammenrammen und seine Kier waschen, dass sauber sind, wenn die Gäste kommen und seine Kuli-Mulin streichen wollen. Stinker wird's, weil er keine Girlanden für seinen Stall vorbereitet hat. Angst wird er haben, dass die Gäste überhaupt nicht reingehen zu ihm. So völlig ohne Willkommensgruß. Mei, ist das schön, ha? Ganz schön. So, jetzt richten wir unsere Willkommensbrotzeit her. Ja. So, Simon, es war mir eine Empfangsdekoration, war mir jetzt. Die sie gewaschen hat, beziehungsweise nicht gewaschen hat, weil's gar so stinkt, der alte Hosen. Du, bei der Empfangsdekoration, da dreht jeder Preis auf den Absatz wieder um. Und wie schneller fort, wie er gekommen ist. Das wär der Gaudi werden. Da werden schimpfen die Weiber und nimmer mit uns reden. Das war nicht schlecht. Das war dann gleich wie Urlaub, ha? Vielleicht noch schöner. Aber kein bezahlter, sondern ein geschenkter. So, das hängen wir da her. Hoffentlich kapieren Sie es. So, und jetzt hol noch die Schüttel aus dem Stall, unser Dorf, gell? Und wegen, wir hätten keine Ideen. Die werden sich noch wundern. Wir begrüßen all unsere Bekannten und Verwandten. Die werden schauen, wenn sie sogar von den Rimpfingern und von der Seite begrüßt werden. Ha? Das nenne ich Gastfreundschaft. So, das hätten wir jetzt, gell? Ja, was ist denn das? Ja, spinnst denn du, ha? Was ist das? Eine Empfangsdeko. Ja, und die alte gestingerte Hosen. Ja, das ist unsere Empfangsgelande sozusagen, ja. Und die
verlauste Unterhosen. Rustikale Dekoration. Ja, und dann dieses greisliche Schuidel. Es ist ein Willkommensgruß, quasi von Rindviech zu Rind. Das ist eine Frechheit, eine Unverschämtheit. Sabotage ist das. Das nimmst du sofort wieder runter, gell? Oh, oh. Oh, das sind schon. Jetzt gehen wir's nicht mehr runter, du. Maria, komm, wir steigen uns da auf. Das wirst du mir bürsten, mein Lieber. Sieh mal. Achtung! Trara, die Tröpfelhoffs sind da. Trara, die Tröpfelhoffs. Gib mal was für ein origineller Empfang. Ja, da fühlt man sich gleich wie zu Hause. Tachchen, Sie müssen Herr Herberger sein. So totschick in Tracht. Ich bin Thekla. Ach, was das eine aufregende Fahrt. Ach, und das ist doch bestimmt der Sohnemann, was? Wie man sieht, ein junger Diplomökonom. Thekla. Ach ja, und das ist Dietmar, mein Jötterjatte. Guten Tag auch. Grüß einer. Na, wenn das keine Überraschung ist, wa? Ja, ja. Das ist wirklich eine originelle Dekoration. Na, es ist ein Willkommensgruß der ganz besonderen Art. Na, da muss man sich doch sofort wohlfühlen, nicht? Aber wo ist denn Ihre Frau? Da hinten ist meine Alte und die andere ist die Junge. Frau Herberger, Tachchen, wir freuen uns, dass wir da sind. Ja. Nee, Ihr Mann und Ihr Sohnemann äußerst sympathisch und so schlagfertig. Ach, was das eine aufregende Fahrt. Angenehm, Döttelhoff. Ah, und das ist das Fräulein-Tochter. Sehr hübsch. Ich bin der Dietmar. Döttelhoff. Ja, herzlich willkommen im Agrarhotel Herberger. Schön, dass da sind. Ja, und schön, dass er da unser Empfang gefallen hat. Ja, wirklich toll. Ja, wie sagt man da in Bayern? Urig und grüabig. Ja? Ja, sehr grübig. Ja, haben denn Sie gar kein Gepäck dabei? Ja. Und ob? Unser Sportwagen ist hier rammelt voll. Hoch, wartet eine aufregende Fahrt. Ja, also, da sollen unsere Männer das gleich rausholen. Hopp, 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 hopp. Sieh mal. Hopp, 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 hopp. Die Beine haben wir kommen gleich, gell? Wir machen gleich hoppen. Ja, bitteschön, setzen Sie einer doch dabei hin. Sie werden ja bestimmt nie Zeit von der langen Reise. Na klar, gerne. Dietmar, komm, setz dir hin. Ich bin so freundlich. Na, gefällt dir ja noch mal Saustall Ferrari. Der ideale Kofferwagen. Ach, hatten wir eine anstrengende Fahrt. Hey! Wir haben aber echte Schweinslederkoffer aus Paris. Ach, das tut dem Schub gar nix. Haben Sie eine gute Fahrt gehabt? Haben Sie gleich hergefunden? Naja, wir sind morgens bei uns in Lübben gestartet, von da nach Berlin und dann mit dem Flieger weiter nach München und dann ab in die Pampas zu Ihnen. Ach, war das eine aufregende Fahrt. Also Sie, das war nicht so ganz einfach, nicht? Der Navi hatte null Ahnung. Siehst, ich hab dir gleich gesagt, dass der Navi nein ist in seinen Huben und sie nicht auskennt. Aber dank Ihrer tollen Wegbeschreibung. Ja, und dem Scherzelbauern seine Saustalltüren, gell? Sind wir dann über den Schlagloch-Highway bei Ihnen gelandet. Ja, also schön, dass da sind. Ja, lieber, man möchte nicht glauben, dass das alles in einen Sportwagen gegangen ist. Und bei den Schlaglöchern hinten ausgefallen ist. Ja, jetzt tragt es nein, ersten Stock, Zimmer 13. Halt, der eine, der bleibt da, den trage ich selber hoch. Wieso? Haben Sie da was Wertvolles drin? Nee, das ist der Picknickkoffer von meinem Mann. Picknick? Da haben Sie gemeint, dass wir kein Geschirr im Haus haben, oder? Jetzt red doch kein Schmarrn und trag die Koffer rein. Ja, die werden wir gleich drin haben, gell? Nicht zu fassen. Nicht zu nicht glauben, dass man so einen Haufen Grafe mitziehen kann. Wegen 8 Tage Urlaub. Das gibt's ja. Grafe? Wir haben ja noch gar nichts angeboten. Sie werden ja bestimmt einen Hunger und einen Durst haben nach der langen Reise. Allerdings haben wir Hunger. Und jene zünftige Maß hätten wir auch nicht. Ja, wir bringen gleich eine Brotzeit und ein Bier, gell? Ist ja schon alles hergerichtet. Gell, Maria?
hab ich dir gesagt, das klappt auch hier. Ja, Mausebeinchen, du hattest wieder mal recht. Du, mach doch schon mal ein paar Fotos von dieser äußerst geschmackvollen Empfangsdekoration und dem Schild. Mach ich, Mausebeinchen. So, erstmal diese originelle Girlande. Dann das Schild. Und dennoch der originelle Gepäckwagen. Ja. Sehr originell. Jetzt stehst du in der Scheiße. Dietmar, was habe ich dir gesagt? Das wird ein dufter Urlaub. Aber sicher doch, mein Mausebeinchen. So, da war jetzt die Brotzeit. Und das Bier. Ah, Sie wollen schon alles fotografieren? Ja. Da, also die Schwänzte, ein paar Rieser Lederkoffer sind auf Zimmer 13. Und die Hartschalenkoffer sind weich. Wie? Ich mein, die Betten sind weich. Ja, dann ist doch alles bestens. Also, dann Prost auf einen schönen Urlaub. Siehst du das? Die Gäste sind zufrieden. Das wird ein gut bezahlter Urlaub. Dietmar, war das heute eine tolle Wanderung. Wir sind so richtig hochalpin Gipfelbezwinger geworden in den paar Tagen. Ja, rauf auf den Gletscher und wieder zurück. Und alles ohne Seil und Haken. Tut das gut. Ich glaube, ich muss später meine Beine mal wieder in den Bloselbach hinterm Haus kühlen. Das tut immer so gut. Ja, dieses kleine Bächlein wirkt wahre Wunder. Würde man diesem Rinnsal überhaupt nicht zutrauen. Eine wahre Heilquelle könnte man direkt daraus machen. Ja, hier ist alles wunderbar. Na ja, schließlich können nicht alle so geschäftstüchtig sein wie wir. Ach, war das ein schöner Tag heute. Und diese Alm. Ja. Wie sagt man hier? Zünftig. Hm? Und dieser Senne, einfach lecker. Naja, hier ist überhaupt alles lecker. Diese Buttermilch. Ein richtiger Naturbursche. Ja, hier ist alles Natur. Eine Buttermilch mit echten Butterstückchen. Ja, alles Natur an dem Mann. Ja, und erst sein Obstler. Das war schon erste Sahne. Hast du ja auch ganz schön hingelangt. Wie? Ja, den Obstler meine ich. Oh ja. Ach, weißt du, ich finde, das war heute noch schöner wie gestern. Gestern. Mann, gestern war ich doch von vorgestern noch fix und alle. Kein Wunder bei deinem Bierkonsum. Mann, war ich streichfähig. Aber schließlich konnte ich den Eingeborenen am Stammtisch doch mal so richtig zeigen, dass von Preußen die Oberkante noch lange nicht die Unterlippe ist. Ulkig war ja auch dieses Service-Ritual. Was? Was meinst du denn jetzt? Na, das bayerische Service-Ritual. Ach so. Du meinst, willst du ein Bier, lass den Deckel offen, sonst wirst beim Postwirt du nie besoffen. Das hast du auch sehr schnell kapiert. Na, hör mal. Bis die Bayern uns Preußen was zeigen, wie es geht, können wir denen doch längst sagen, wie es besser geht. Richtig, Dietmar. Mann, hat ich einen im Tee. Weil du eine Runde nach der anderen ausgegeben hast. Ja, du, das macht nichts. Das sind Investitionen, das holen wir uns alles wieder. Wundert mich nur, dass du heute bei unserer Bergtour nicht schlapp gemacht hast. Sonst brauchst du immer eine Woche zum Ausnüchtern. Ja, ich bitte dich, diese Berge, diese Luft und dann so eine junge Alm vor Augen. Das wird wirklich wahre Wunder. Ach ja, Mensch, diese Alm war ja auch super romantisch. Und die glücklichen Kühe mit dem Bimmelbabbels um den Hals. Aber lila waren sie nicht. Ach, Jottchen haben die gekickt. So friedlich, so treu, so zufrieden. Ja. Also zufrieden wäre ich auch, wenn ich jetzt endlich was zu trinken hätte. Komm mir schon vor wie Dörrobst. Hallo!
Hallo, Frau Wirtin! Hallo! Hallo, wo sind Sie denn? Ach du, hier ist Ihnen Nachricht. Sind bei unseren Wocheneinkäufen bis später. Na, dann geht mal hin und hol uns was. Weil bis die kommen, sind wir mumifiziert. Mensch, dann haben wir ja jetzt sozusagen eine sturmfreie Bude. Ja. Du, dann lass uns doch gleich mal den Tagesbericht von gestern und heute checken. Sind die Katzen weg? Fressen die Mäuse Speck? Sehr gut, Mauseschwänzchen. Ja, du, von gestern habe ich eigentlich alles. Der verspätete Zubringerbus. Ja? Denn die überteuerten Sesselbahn, Liftkarten. Ja? Oh ja, und dann noch die Ölflecken auf dem Regenkipp. Ja, richtig. Der Speck ist prima. Hast du auch die Wartezeit auf der Alp Alles gestoppt und notiert. und die Aufnahmen? Alle perfekt, da ist keine unterbelichtet. Wie du. Wie du das immer alles so machst. Toll, mein Mauseschwänzchen. Ah, Die Herbert. ist kommt. Ach du liebe. Mach inne! Also, oh, ja, ist das, Sie sind schon da? Ja, wartet Sie schon lang? Na, endlich. Ihr habt ja gar nichts zum Trinken bei der Hitze. Ja, haben Sie den keinen Durst nach Ihrer Bergtour? Also, das ist eigentlich eine dämliche Frage. Hä? Wir sitzen seit Stunden auf dem Trockendock. Ich bring Ihnen gleich was. Oje, sind sie wieder nicht abgestürzt? Die Tochter kommt! Doppelhoff, Mensch, das sag ich Ihnen schon seit Tagen. Da schauen Sie, jetzt haben wir ihn. Handgepresst. Naja, wurde auch Zeit. So, da ist jetzt der Speck und das Bier, gell? Und? Wie war die Wanderung? War's schön? Schnee? Nee, war auch keiner da. Ihr Tipp mit diesem Zubringerbus zur Sesselseilbahn, das war die erste Katastrophe. Der hatte solche Verspätung, dass wir mit Ach und Krach gerade noch einen Sessel erwischen konnten. Aber auch nur, weil wir hier ran sind wie die Irren. Aber so ein Lift, der geht doch den ganzen Tag. Und der Sessel kommt doch immer wieder näher. Also wie dem auch sei, jedenfalls war es äußerst knapp. Ach, das tut mir leid. Ihr warst dann wenigstens auf der Alm schön. Die nächste Katastrophe. Also die Buttermilcher pasteurisiert und kurz vorm Umkippen. Ja, und dieser Obst, der war doch nichts anderes wie parfümierter Spiritus. Na, sagt mal doch, der Klausi auf der Jochalm, der hat doch eine selber gemachte Buttermilch und einen guten Obstler. Hören Sie mal bloß auf mit dem Senner. Ein selten unsympathischer Typ. Ja? Ja! Oh, der Klausi. Ja, und der Höhepunkt waren diese wild gewordenen Stiere, die da unbeaufsichtigt im Panorama rumlagen. Ohne Leine. Was für Stier? Naja, die mit den Warnglocken da am Hals, ja. Sieh, ich konnte mein Mausebeinchen gerade noch retten, als die wild gewordene Herde direkt auf sie zugaloppierte. Dabei hat sie sich am Bein verletzt. Was? Am Bein verletzt. Ach ja, Bein. Oh, das tut mir aber leid. Ja, wo denn? Am Knöchel. Was jetzt? Naja, beides. Knöchel und Knie. Ich kann kaum auftreten. Ja, und das ist mal wieder alles Ihre Schuld. Was ich? Was konnte ich dafür, wenn Sie sich das Knie verschnageln? Naja, das wird sich alles rausstellen. Mausebeinchen, wir gehen jetzt erstmal hinters Haus und kühlen dein Bein in dem kleinen Rinnsal. Du doch nicht. Ach so. Ja. Sofern das überhaupt um die Zeit noch läuft. Ja, und der Speck und das Bier? Also das Bier ist pisswarm und der Speck ist viel zu fett. Hey, was hat's denn, hä? Was ist los? Ist vielleicht doch ein bisschen abgestürzt. Jetzt hört's einmal auf. Die hat sich oben auf der Alm wehtun. Aber haben sie sich wieder einmal beschwert, deine Gäste, hä? Na, Sie haben eigentlich schon gesagt, dass das ganz schön gewesen war. Ah, da schau her, das war ja noch das erste Mal. Was ist denn mit dem Bier und dem Speck? Ja, der Speck, das haben sie gar nicht angerührt. Der war zu fett, haben sie gesagt, und das Bier war zu warm. Ja, wenn sie es gar nicht probiert haben, dann wissen sie mehr wie der Irrlacher. Und das war ein bekannter Hellseher. Prost. Prost.
Schick heute ist. Oh, und? Hat's Ihnen gefallen auf der Jochheim? Ja, so im Großen und Ganzen glaube ich schon. Aha, Dann ist es also der erste Tag ohne Beschwerden. direkt schade, gell, weil das war schon lustig, wo Sie sich praktisch jeden Tag beschwert haben. Aha. Zum Beispiel über unser Freibad. Ja, das war schon lustig, wie die Dotterkopf gesagt hat, in ihrem Freibad gibt es ja mehr Blutekel als Badegäste. Oder wer sich beschwert hat über unseren Tennisplatz vom Postsportverein, gell? Wie hat er gesagt? Bei ihrem Tennisplatz sind wohl die Maulwürfe die Linienrichter, wa? Dabei hat auf unserem Tennisplatz mal einer gespielt, der einen Boris Becker Kind hat, gell? Jetzt hört einmal auf. Ich finde das überhaupt nicht lustig, wenn die Gäste nicht zufrieden sind und sich dauernd beschweren. Ja, oder wie sie sich beschwert haben, dass beim Ochsenrennen so dreckert worden sind, gell? Ja, mei, da stellt man sich ja nicht so nah hin. Nein, und schon gar nicht hinter dem Konzensepp sein Rennbummel. Ich kann da überhaupt nicht lachen. Schade, mir schon. Und wo gehen Sie denn heute hin? Na, Maria hat ihnen unser Laientheater empfohlen. Oh, da werden sie nicht viel verstehen. Es gibt morgen wieder eine saftige Beschwerde. Die wird bestimmt lustiger wie das Theater heute. Was ist denn bei euch schon wieder los? Die Herren machen sich schon mal wieder über unsere Gäste lustig. Na, nicht über die Gäste, gell? Nur über die Beschwerden. Und davon gibt's ja eine ganze Menge. Jetzt geht's nein, ich hab's Abendessen schon hergerichtet. Gehen wir weiter. Gehen wir rein. Essen wir und beschweren wir uns dann. Das mögen sie nämlich besonders gern, die Frauen, gell? Ob das alles gut geht, denk an unsere Wette, gell? Magst du meine Gummistiefel schon mal anprobieren? Im Stall stängen's. Jetzt red einmal nicht so an Schmarrn. Ich richte das Schürzel und das Heiberl schon mal her. Und jetzt geh lieber mit nein. Auf der Alm, da gibt's keinen Sinn, weil der Pfarrer nicht aufgeklimmt. Hab ich gelacht über dieses Theaterstück? Ja, obwohl du ja gar nicht alles verstanden hast. Dein Bayerisch ist ja noch lang nicht so gut wie meins. Na, hör mal, allein die Situationskomik. Das war doch köstlich zum Piepen. Ach, und jetzt noch dieser richtig schöne Spaziergang. Mensch, diese Berge, diese Luft. Mausebeinchen, ich bin in Stimmung. Des Himmels ferne Sternenpracht. Die Luft der lauen Sommernacht. Der Wiesen grün, der Berge Kraft. Dein Mausebeinchen platzt das Schwänzchen vor Leidenschaft. Du bist ja noch stürmischer wie der jugendliche Liebhaber im Theaterstück. Der hat doch alles nur gespielt. Aber ich bin... Mein Mauseschalzchen. Jetzt hat's den Stier aufgeweckt. Na und? Schließlich hat er uns die ganze Woche pünktlich nachts um 3 Uhr mit seinem Gebrüll geweckt. Ja, das ist ja doch eigentlich eine Störung der Nachtruhe. Dem sein Brüllen sollten wir auf Band aufnehmen. Störung der Nachtruhe bringt immer was. Ja, Mensch, das hätten wir fast vergessen. Ja. Das kleine Brülletier. Hast du auch dein Diktiergerät dabei? Beweisaufnahme der täglichen bzw. allnächtlichen Störungen durch den ansässigen Jungbullen des Hoteliers folgt nun. Na los, du doofe Tier, brüll. Ole, na los! Du musst ihn reizen. Ich? Ja, los. Ich wie denn? Brüll wie ein Stier, los. Mu! Nochmal, lauter. Mu! Brüll! Mu! Hu, hu, hu. Du kannst nicht mal einen Stier reizen. Wie soll ich denn Stier reizen können? Reizt du ihn doch. Was, ich? Na, als Frau wirst du doch einen Mann reizen können. Nicht, wieso nicht ein Stier? Der ist auch männlich. Naja, wenn du meinst.
Willst du mal meinen Franzi vielleicht narrisch machen, ha? Willst du ein bisschen, ha? Franzi, ist schon gut, schlaf nur weiter. Ich bin schon da, gell? Ja, Franzi. Und hier geht's jetzt auch ins Bett, gell? Oder wolltest du noch ein bisschen ratschen? Mit den Kühen, mit den Hähnen oder mit den Sei vielleicht? Nee, wir gehen hoch. Wir sind ja total fertig. Von dem stundenlangen Spaziergang durch diese eiseskalte Finsternis. Ja, nachts ist meistens kälter wie draußen, gell? Wie bitte? Na nix, geht's ins Bett und beschwert euch mal bei meiner Alten, gell? Mausebeinchen, komm. Gute Nacht. Nacht, Franzi. So. 17,5 Grad. Das passt. Da frühstücken sie heraus. Maria, wir können heraus decken. Hat's wirklich über 17 Grad? Exakt 17,5 Grad. Und die Mauseschwänzels pflegen ab 17 Grad heraus zu frühstücken. Das weißt doch. Mama, wie viele Minuten müssen denn die Eier sein? Für ihn 4,5 Minuten und für sie 6. Verwechsel's aber nicht wieder wie gestern beim Hinstein. Das sagst du so einfach. Ja, nimmst du halt einfach ein braunes und ein Weißei. Ja, das sagst du so leicht. Ja, seitdem die zwei da sind, legen unsere Hähner nur noch weiße Eier. Scheinbar aus Protest. Das Himmel! Ja, sind die noch gar nicht da? Ja, ich glaub, die schlafen noch. Gut, dann komm ich später nur einmal. Himmel! Herrschaft, zeig mir hinein! Das machst du alles bloß zu Fleiß. Was war denn schon wieder? Ah, nix. So, jetzt pass auf, schau. Einen ersten Schwung habe ich schon mit dabei. Hast du's? Ja. Pass auf. Ein Brotkorb mit Knäcke für ihn und einen mit Toast für sie. Die gesalzene Butter für sie und die fettarme Margarine für ihn. Dann die Wildkirschspreisel-Wald-Himbeermarmelade für sie und die Aprikosen-Blutorangen-Apfelkonfitüre für ihn. Den Waldkiefer-Tannenhonig für sie und den Freiflug-Bio-Bienenhonig für er. Dann hätten wir noch den cremig handgerührten Naturjoghurt für sie und den stichfest-fettarmen für er. Dann noch die Glaseln für die Milch und mit dem handgepressten Orangensaft. Ja, und dann noch das Vollkorn-Feinschrot-Müsli für ihn und das Trockenfrucht-Weizenkleie-Müsli für sie. Genau. So. Das erste Ei musst du abschenken. Mein Gott, Maria, dann ist das erste Ei statt 4,5 Minuten schon wieder 5 Minuten. So, einen Obstanger habe ich jetzt ausgemacht, gell? Ja, was ist los? Sind die noch mal nicht auf? Na, ich glaube, die schlafen noch. Ja, das wundert mich nicht nach der Nacht. Warum? Er hat nur geschrien, sie hat nur geschrien. Ja, ich glaube, die wollten mit dem Franzi reden, aber der Franzi nicht mit einer. Dann habe ich sie ins Bett geschickt. Der Franzi, der war in der Früh noch ganz müde. Ach, so ein Schmarrn. Die werden ein bisschen voll getrunken haben. Nein, also so direkt besoffen waren sie nicht. Ich glaube, die wollten nüchtern mit dem Franzi reden. Das ist okay. So, da war jetzt nur der Früchte-Malven-Tee für Sie und der Vanille-Rollbusch-Tee für Erl. Zweite Eis fertig. So, jetzt, glaube ich, haben wir alles fürs Erste. Guten Morgen. Moin. Das war ja mal wieder eine Nacht mit Ihrem Stier. Okay, Sie und unser Stier. Meine Frau meint die Aufregung wegen ihres Stieres. Der hat ja wieder mal gebrüllt wie am Spieß. Oh, das tut mir aber leid. Ich werde ihm sagen, dass er heute Nacht Start ist, gell? So, und jetzt hole ich einer Kass und einer Wurst. Ach, Mausebeinchen, ich habe wunderbar geschlafen. Richtig gut. Ich bin so erholt. Mensch, direkt schade, dass wir heute schon wieder abreisen müssen. Die Woche war echt klasse. Ja, Mausebeinchen, du hattest wieder mal recht. Aber ehrlich gesagt, ich habe nie geglaubt, dass das in Bayern auch so reibungslos klappt. Ganz durch sind wir noch nicht. Ja, hör mal, vorzeitige Abreise, das haben wir doch im Repertoire. Das ist doch unser Standard, ne? Oft probiert, hat immer geklappt.
Hast du den kleinen Freund von unserem letzten Griechenlandurlaub, sozusagen unseren Abreisehaupttrumpf dabei? Aber na klar doch. Na, kick mal. Wie geht's denn unserem kleinen Freund heute? Ha? Du, der hat uns schon viele gute Dienste geleistet und er wird auch heute noch sein Geld wert sein. Ja, da ist jetzt der Frühstückswurst, die Tofu-Salami und der Magermilch-Emmentaler, gell? Ja, das ist ja nur alles schön und gut, Frau Therese, aber wir müssen Ihnen nun leider mitteilen, dass wir heute vorzeitig abreisen müssen. Ja, wir können nicht länger bleiben. Wir halten es hier einfach nicht mehr aus. Ja, um Gottes Willen! Ja, war denn was nicht in Ordnung? Wie etwas? Gute Frau, ja nicht war in Ordnung. Hä? Ja, war's nicht Schemtheater? Na, hören Sie mal bloß auf. Dieser Geheimtipp von Ihnen, ja, der passt ja zu den vielen anderen praktischen Freizeittipps. Ja? Theater, kein Wort war zu verstehen. Und dennoch dieses alberne Herumgehopse von diesen Möchtegern-Schauspielern. Ja, mei, das war heute eine Laienbühne. Leierbühne, na gut. Aber darauf allein kommt's ja nun gar nicht mehr drauf an. Es war doch hier jeden Tag ein wahres Feuerwerk der Menge. Was? Aber den Höhepunkt des Schreckens, den haben wir heute Nacht erlebt. Und die schlaflosen Nächte wegen dem Gebrüll mit ihrem Stier war ja noch harmlos gegen das, was wir heute Nacht in unserem Zimmer gefunden haben. Ja. Gottes Willen, was war denn so schlimm? Na, da kicken Sie mal hierher. Dieses kleine, hässliche Viech, das befand sich unter unserem Bett. Und gerade als meine Frau sich ausziehen wollte, kam das hervorgekrochen, blieb da vorne stehen und linste nach oben. Und meine Frau hatte nur ein ganz kurzes Nachthemd an. Hör auf, sonst krieg ich meinen nächsten Nervenzusammenbruch, wenn ich nur dran denke. Ja, aber so einen kreislichen schwarzen Kakerlaken habe ich ja bei uns überhaupt noch nie gesehen. Wir auch nicht. Ekelhaft, wa? Ja, gib's ihn her, den schmeiß ich gleich auf den Misthaufen. Nee, junge Frau, das wird mal mein Kronzeuge über die hygienischen Verhältnisse Ihres Hauses. Was soll denn das heißen? Gib's ihn her, dann zerbat sie ihn gleich. Nee. Ah, ekelhaft, ich kann nicht mehr. Sie sehen, meine Frau ist vollkommen mit den Nerven runter. Ja? Total fertig. Au. Deswegen ist ihr auch nicht zuzumuten, noch eine Nacht länger hier zu bleiben. Deswegen haben wir uns entschlossen, nach München zu fahren, um uns wenigstens einen einzigen Urlaubstag zu gönnen. Was? Ja, wir fahren sofort los. Ja, aber das Frühstück und das ganze Zeugs. Also, das ist doch alles minderwertige Qualität. Was? Und außerdem äußerst lieblos serviert im Angesicht dieser Kuhkotdeponie. Da. Und noch die Frühstückseier. Voller Hühnerscheiße, wie jeden Tag. Ja, aber nur bei Ohren. Sonst hätte ich es ja nicht unterscheiden können. Was ist denn da überhaupt los? Die Dackelkopfs reisen ab. Hoff, bitte, reg dich nicht auf. Wieso, warum denn? Das werden Sie noch ausführlich dargelegt bekommen. Siehst? Was ist denn? Unsere Koffer sind schon gepackt. Und von dieser morgendlichen Notration können Sie uns ja ein Lunchpaket machen. Siehst? Was ist denn? Was blärst denn so, ha? Die Dackelkopfs reisen ab. Sie und dieser Simmer können doch gleich mal unsere Koffer von oben holen. Oh mein Gott. Wieso? Ist denn heute schon morgen, ha? Red doch nicht so an Schmarrn. Das ist doch furchtbar. Guten Morgen allerseits. Sehen Sie, das ist einer Ihrer eklatanten Mängel dieses Hauses. Ha? Ja, mit deinem bläden Mist hast du unsere Gäste vertrieben. Ja, die reisen ab. Jetzt siehst du, für was ein Mist alles gut ist. Nun reden Sie nicht so einen Quatsch daher. Wir haben noch eine weite Fahrt nach München vor uns. Holen Sie gefälligst unsere Koffer runter. Ja, wenn das so ist. So flott war dieser Simmer den ganzen Urlaub nicht. Na, so eine Blamage, so eine Blamage. Die ersten Gäste und reisen frühzeitig ab. Ja, reg dich doch nicht auf, sei doch froh, dass sie weiter sind. Schreib einer die Rechnung und du, Maria, du kriegst ja ein bisschen ein Frühstück zusammen. Ich reife einen Siebel beim Koffer runtertragen. Wenn's meinst, dann schreibe ich halt die Rechnung. Nutzt ja eh nix. Ja, und ich mach einer die Lunchpakete. Mein, das auch noch. Dieser Zimmerl. Mensch, passen Sie doch auf!
Das sind echte Schweinslederkoffer aus Paris. Ja, und die flackern jetzt auf dem Holzbund vom Schreiner Holdringer aus Fraßdorf. Jetzt reden Sie keinen Unsinn daher. Heben Sie die Koffer auf. Dietmar, das wird alles notiert. Aber selbstverständlich. So, dann haben wir's schon. Hey, stehen Sie sich. Zimmer, geh weiter. Trag's zum Auto raus, Kim. Und dann weiter. Schade. Ja, schade, dass die schon abreißen, gell? War's denn wirklich so schier bei uns? Naja, also, wir's meinen. Da war die Rechnung. Was denn für eine Rechnung? Dietmar, was meint denn die für eine Rechnung? Die wird doch wohl nicht loben, dass wir auch nur 1 Cent noch bezahlen. Wir mindern den Reisepreis auf 0 und erheben Schadensersatz wegen entgangener Urlaubsfreuden und Schmerzensgeld. Das machen wir geltend. Und nicht zu vergessen, Sie werden uns die Kosten für die vorzeitige Abreise, sprich Hotelzimmer in München, plus Tagesspesen erstatten. Ja, seid denn ihr wahnsinnig? Nee, nicht wahnsinnig. Wir kennen nur unsere Rechte als Urlauber ganz genau. Aber das wird Ihnen im Bälde ausführlich noch unser Rechtsanwalt darlegen. Was? Ja, gucken Sie mal. Alles dokumentiert, gefilmt und auf Tonband aufgenommen. Also, das ist ja eine Frechheit, eine Unverschämtheit ist Werden Sie mal nicht pappig, gute Frau. Mausebeinchen, komm, wir gehen. Jawohl. Ja, Danke. Das Frühstück war ja wohl im Reisepreis inbegriffen. aber Moment! Ja, halt, Moment! Siehst, halt auf! Nicht fahren lassen! Was spinnst denn du? Warum soll ich denn so einen Blödsinn machen? Auf Wiedersehen, leben Sie wohl. Halt es auf! Halt es auf! So sind wir. Die sind wir los, hä? Die haben noch nicht Zeit! Warum lasst es denn fahren? Was ist los? Moment, Moment. Halt! Was meinst du damit, die haben noch nicht gezahlt? Sie haben gesagt, dass sie nichts zahlen und dass den Reisepreis auf 0 reduzieren. Und dass wir sie mal in München auch noch zahlen können. Und dass sie Schadenersatz und Schmerzensgeldansprüche stellen wollen. Und das alles wird uns ein Rechtsanwalt sagen. Sehr gut, Frau. Frau, ausgezeichnet. Das hast du wirklich sehr gut, hast du das gemacht. Sehr gut, Frau Agrarhotelbesitzerin. Eine Woche, eine ganze Woche sind uns die zwei beim schönsten Wetter auf der Nase rumtanzt. Jetzt kriegen wir nichts dafür. Im Gegenteil, wir müssten sogar noch was zahlen. Brav, sehr gut. Das war ein gut bezahlter Urlaub. Aber nicht von uns, sondern für uns. Maria, da waren die Gummistiefel. Heute ist soweit. Mein Gott, jetzt schimpfst schon seit 6 Wochen. Seit die fort sind, höre ich nichts anderes mehr. Das ist auch richtiger so. Ich hab dir von Haus aus gesagt, dass das ein Schmarrn ist. Da. Aber da kann doch eh nichts dafür. Freilich, du kannst nichts dafür. Schon frei, wie es dran schuld sein. Na, das sagt doch die Mama gar nicht, aber... Das möchte ich auch hoffen. Und das ausgerechnet mir, der sich noch nie was zu Schulden kommen hat lassen. Einmal ein Strafzettel in Rosenheim wegen falsch parken. Ja, aber nicht einmal schnell gefahren bin ich. Ja, aber nur weil unser alter Diesel nicht mehr schneller geht wie 80 geht. Aber zahlt ist er und fahren würde er. Jetzt beruhig dich halt, siehst. Ich mag mich aber nicht beruhigen. Da, schau her. Da haben wir schwarz auf weiß. Da. Das Gericht haben wir bald im Haus. Da, Klage. Beweisaufnahme. Da, Arzttermin. Der Richter Glatzeder. Richter am Amtsgericht Rosenheim. Was werden da bloß unsere Nachbarn dazu sagen? Geh, Papa, der nächste Nachbar ist doch 3 Kilometer entfernt. Die kriegen doch das gar nicht mit. Red doch du nicht von Sachen, von denen du nichts verstehst. Ein gescheiter Nachbar kriegt alles mit. Hör mal auf mit der Schimpferei und
zieh dich lieber um. Du wirst doch wohl nicht im Stallgewand da stehen wollen, wenn jetzt gleich der Richter kommt. Ich hab da schon ein weißes Hemd und Sonntagsjoppen hergekriegt. Am Werktag ein weißes Hemd und ein Sonntagsjoppmutze. Ja. Und das alles bloß wegen dem Tierloch hat Urlauberschmarotzer und seinen auftonenden Alten. Ja, vielleicht gewinnen wir den Prozess ja auch. Jetzt redest schon wieder was, von was du nichts verstehst. Wie willst denn du einen Prozess gewinnen? Die haben einen Anwalt dabei und so eine Klappe. Und wir haben feuchte Zimmer mit Kakerlaken. Und der Mutter bringt's mir nicht auf. Ah, ist doch wahr, ich zieh mich jetzt um. Mein Gott, Maria, was mache ich denn bloß, wenn wir den Prozess verlieren? Am Ende sperren sie mich noch ein. Ja, das war gar nicht schlecht, wenn's dir mal ein paar noch hinsperren. Mama, wegen sowas sperren sie doch nicht ein. Zahlen werden wir heute was müssen. Wirst du sagen, mein ganz Eiergeld wird draufgehen von den letzten Jahren. Das war ein teuer bezahlter Urlaub. Also, ich hab jetzt mit dem Franzi geredet. Er hat versprochen, dass er, solange der Richter da ist, ganz leise ist und nicht schreit. Also was das Simmerl, ich hab jetzt wirklich keine Stimmung für deine Spassetteln. Warum? Ich hab gemeint, beim bayerischen Amtsgericht geht's immer so lustig zu. Okay, das gibt's doch bloß im Fernsehen. In Wirklichkeit ist die bayerische Justiz bestimmt kein Gaudi. Wirst du sehen, wenn dann der Richter kommt. Wie sagt man eigentlich zu einem Richter? Herr Merkwürden. Ach, na, wir sagen halt einfach euer Ehren. Ja, oder Herr Rat. Oder einfach Herr Richter. Ja, aber meinst du, der versteht uns überhaupt? Ja, redet der nicht bayerisch. Er Richter doch nicht. Aber der kommt doch aus Rosenheim. So ein gebildeter Mo redet kein Bayerisch. Wenn ein gebildeter Mo aus Bayern nicht bayerisch spricht, dann ist er kein gebildeter Mo. Du mit deinen Kurstallweisheiten. Was? Was hab ich? Keine Ahnung hab ich nicht. Jedenfalls ist so ein Richter ein sehr vornehmer, ehrbarer und unnahbarer Mensch. Mit einer ganz gepflegten Ausdrucksweise. Dass du am besten gar nichts zu ihm sagst. Und was ist, wenn er mich was fragt? Du sagst einfach, du verstehst kein Hochdeutsch und lasst viren. Aber ich darf schon was zu ihm sagen. Du schon? Die versteht er ja. Du redest ja sogar Englisch. Oh, Mama, das müsste sein. Ja, ich ruf gleich Papa. Siehst! Was ist denn? Ja, was ist? Was ist? Das Gericht kommt. Ja, ich bin gleich Gericht fürs Gericht. Oh mein Gott, der Mo, glaubst das? Sind wir hier richtig bei Herrenberger? Ja, freilich. Gott. Bitte kommen's nur. Stellt die anständig hin. Herr Vorsitzender, bitte. Hier geht's rein. Grüß Gott. Grüß Gott, Frau Richter? Nein, nein, nein. Ich bin die Protokollführerin Fräulein Spitzer. So. Der Herr Vorsitzende kommt gleich. So. Grüß Gott, habe die Ehre. Herr Bürger. Grüß Gott, euer Ehren. Nein. Ich bin der Richter Glatzeder vom Amtsgericht Rosenheim. So. Ja, Frau Herberger, dann schauen wir heute mal, was wird aus der Sache, gell? Mein Mo, der kommt gleich, gell? Das pressiert überhaupt nicht. Wir müssen so noch warten, bis die Parteien vollständig beieinander sind. Ja, meinst du Kasse Kaffee dabei? Oder ein halbe Bier. Kaffee gern, Bier und Schnaps erst nach dem Urteilsspruch. Sie auch, Frau Spitzer? Ach ja, gern, eine Tasse Kaffee. Ja, also, komm, wir bringen einen Kaffee. Ja, wer kommt denn alles? Ja, die Kläger, die... Oh mei. Wie heißt jetzt die gleich wieder, Frau Spitzer? Dietmar und Tekla Döttelhoff. Ja, meine, Sie kann mir die Namen merken. Mit ihrem Anwalt Dr. Malte von Grunewald. Den kann ich mir auch nicht merken. Was, die Döttelhoffs kommen auch noch mal daher? Ja, ich habe das persönliche Erscheinen angeordnet, weil ich die Kläger schon mal sehen möchte. Sagt sie witzig, so aber ganz Entschuldigung, mein Mo. Ach so? Herr Manni hat keine Freude, dass er die noch mal sehen darf. Siehst du, der Strom geht von uns aufgerissen. Ficksack. Entschuldigung. Gut. Ja, sieh, da wäre ich auch immer stocknarrisch. Was? Ja, wenn's Kronknäpferl ausreißt. Angenehm.
Glatzeder, Richter am Amtsgericht Rosenheim. Sixtus Herberger, beklagter Ehemann. Jetzt schaut's. Da war jetzt der Kaffee. Ach, vielen Dank. Ganz schön, ganz schön. Sehr nett. Zopf habe ich einer auch noch mitgebracht. Wunderbar. Bitte sehr. Dankeschön. So. Da geht's uns gut. Ja. So. Sie kommen! Sie kommen! Guten Tag, die Herrschaften. Die Dienstboten. Halten Sie mal. Ich nehme an, die Beklagten. Noch gemütlich beim Kaffee. Gestatten Rechtsanwalt Dr. Malte von Grunewald. Ich kann Ihnen bereits jetzt sagen, ohne dem Gericht etwas vorwegzunehmen, dass die äußerst mangelhafte Straße zu Ihrem Kuhstallhotel der erste unstrittige Mangel sein dürfte. Und ich gebe Ihnen diesbezüglich den guten Rat, die Forderung gleich anzuerkennen, um das Gericht nicht zu langweilen. Aber das wird Ihnen der Vorsitzende sicher selbst nahelegen. Erstmal guten Tag. Ja, angenehm. Dr. Glatzeder, Vorsitzender Richter am Amtsgericht Rosenheim. Freund Spitzer, Protokollführerin. Okay, setzen Sie ja Dr. Lieber. Ja, Herr Rechtsanwalt, Sie und die Kläger sind eine Viertelstunde zu spät. Oh, verzeihen Sie die Verwechslung und Verspätung. Das ist eine Zumutung, dass wir überhaupt noch mal wieder hierher kommen mussten. Nicht wahr, Dietmar? Mausebeinchen, du hast wieder völlig... Darf ich vorstellen, die Kläger, der Herr Vorsitzende, die Protokollführerin und die Beklagte kennen Sie ja. Allerdings. Wo ist Ihr Mann? Macht der auf Drückeberger? Hat wohl die Hosen gestrichen voll, wa? Was ist los? Wer hat die Hosen voll? Was? Wer hat die Hosen voll? Da, Auf! Sehen Sie, Herr Vorsitzender. In dem Haus wird man von vornherein beleidigt. Aber okay, das war doch ein ganz normaler Versprecher. Ja, aber jetzt zur Sache. Frau Protokollführerin, wir nehmen jetzt erst einmal die Präsenz auf. Zum Augenscheintermin in Sachen Döttelkopf. Hoff, Herr Vorsitzender. Döttelhoff. Döttelhoff gegen Herberger sind erschienen. Herr Vorsitzender, ich habe die Präsenz schon aufgenommen. Was? So schnell sind wir in Bayern. Schon fast zu schnell, gell? Ja. Ja, also Sie setzen einer dann da hin, bitte. Was? Ja, setzen Sie einer schon. Also, geben Sie mal gleich den Beweisbeschluss Bitte schön. her. So, laut Beweisbeschluss des Amtsgerichts Rosenheim sind folgende Gegenstände, Tiere und Örtlichkeit in Augenschein zu nehmen. Das Fremdenzimmer Nummer 13, der hauseigene Misthaufen in unmittelbarer Nähe der äußeren Frühstückslokalität, der höfische Zuchtstier namens Franzl, der hoteleigene Koffertransportwagen, was? Respektive eine Schubkarre. Mit was sich ein Gericht heutzutage alles beschäftigen muss. Naja, also dann packen wir's. Mit was fangen wir an? Ich würde vorschlagen, wir besichtigen zuerst einmal das sogenannte Hotelzimmer. Aha. Was meinen Sie? Ja, mir ist es gleich. Also gut. Dann gehen wir erst einmal in den Stall hinaus zum Franzl. Bitte. Ich darf vorausgehen. Diesen stinkenden Stall hier, Ignis. Brauchst du doch nicht. Wozu haben wir einen Anwalt dabei? Herr Rechtsanwalt, dürfen wir bitte? Ich werde dem Augenschein selbstverständlich beiwohnen. Du, Franzi, du ja schon brav sein. Ich tu mich nicht blamieren. Wir haben einen sehr hohen Besuch heute bei uns im Stall. Beeinflussen Sie den Zeugen nicht. Hier, aber das ist aber ein schönes Bummel. Oh. Ja, gleich so ein braver. Ha? Los, Dietmar! Ja, also gut. Dann Franzi haben wir uns angeschaut. Immer wieder geben für die So, bitteschön. So, Freund Spitzer, dann schreiben Sie. Der Franzl ist ein braves Bummel. Wie bitte? Als der höfische Zuchtstier Franzl in Augenschein genommen wurde, stand er still in seinem Stall und brüllte nicht. Haben Sie das? Jawohl, Herr Vorsitzender. Gut, was machen wir dann? Was nehmen wir als nächstes in Augenschein, Herr Rechtsanwalt?
Entscheiden Sie, Herr Vorsitzender. Gut, dann schauen wir uns jetzt erst einmal diesen angeblich gestinkenden Misthaufen an. Was ist denn hier angeblich? Eine permanent penetrant stinkende Kloake. Herr Richter, schauen Sie her, da war unser Misthaufen, bitteschön. Was, das ist der Misthaufen? Jawohl. Der schaut ja eher aus wie der Rasen von der Queen. Ja. Geh, Freund Spitzer, schreiben's. Der Misthaufen wurde in Augenschein genommen. Eine Geruchsbelästigung konnte aufgrund einer landschaftlich abgestimmten Abdeckung nicht festgestellt werden. Herr Vorsitzender, das ist doch Herr offensichtlich. Rechtsanwalt, später. Was haben wir noch, Freund Spitzer? Das Zimmer, Herr Vorsitzender. Ach so, ja, wir kommen da hin. Ja, wir dürfen vorausgehen, gell? Komm, Maria. Da geht's auf, Herr. Da jeg auch mit. Okay. So, da war das Zimmer. Hat es das sein müssen mit der Klage, ha? Wieso? Das machen wir doch immer so. Ah, da schau her. Das ist ja interessant. Aha. Aha. So, Freund Spitzer, schreiben's. Das gemütliche Zimmer im hinteren Teil des Gebäudes mit einem nach Südwesten und einem nach Süden ausgerichteten Fenster mit Bergblick samt Komfortbad. Na, hören Sie mal. Samt Komfortbad wurde in Augenschein genommen. Haben Sie das? Jawohl, hab ich. Gut, was haben wir noch als nächstes? Die eklige Kakerlake, Was? welche unter dem Bett meiner Mandantin hervorkroch, zwischen die Beine der Klägerin und der Klägerin von unten unter das Nachthemd schaute. Also gut, wo ist dann der Kakerlak? Dietmar, bring den Kronzeugen. Ja. Hier, Herr Vorsitzender. Dieses eklige Insekt befand sich unter unserem Bett, kam hervor und hat meine Frau belästigt. Sexuell. Nein. Also dieser Kakerlak war unter Ihrem Bett. Jawohl, Herr Vorsitzender. Das ist ja interessant. Allerdings. Ja, was haben wir noch? Diese völlig verdreckte Mistkarre, mit der unseren echten Schweinslederkoffer aus Paris transportiert wurden. Was, von Paris bis daher? Nee, die Koffer stammen aus Paris. Also gut, wo ist dann das streitgegenständliche Koffertransportmittel? Jetzt brauchen wir ein Zimmer. Ich schrei ihn gleich. Hoffentlich kriegt der keinen Schmarrn daher. Zimmerl! Zimmerl, fahren Schubkarren her! Zimmerl! Der ist nicht da? Entschuldigen Sie, Herr Richter, Moment, gell? Zimmerl! Wir brauchen einen Schubkarren! Frau Direktor, Sie wünschen... Was ist? Stimmt schon wieder was nicht mit meiner Uniform. Herr Richter, das ist unser Kofferportier mit dem Koffer-Spezialtransportwagen. Ah, Respekt, sag ich da bloß noch. Respekt. Das ist ja ganz schön. Hey? Nee, das ist ja alles manipuliert. Herr Vorsitzender, unsere Koffer wurden mit einer völlig verdreckten Mistkarre transportiert. Ja. Herr Vorsitzender, erlauben Sie mir die Bemerkung, dass hier doch offensichtlich in Anbetracht des heutigen Termins manipuliert wurde. Herr Rechtsanwalt, Sie müssten doch eigentlich wissen, wie sowas abläuft. Wir sind jetzt beim Augenschein. Ihre Einwände können Sie dann bei der Verhandlung vorbringen. Ja, aber ich wollte Ihnen Herr doch Rechtsanwalt, das reicht jetzt. Frau Protokollführerin, schreiben's. Der Gepäckwagen wurde in Augenschein genommen. Sie dürfen wieder fahren. Jawohl. So. So. Haben wir da Neues? Jawohl, alles in Augenschein genommen und alles notiert. Gut, gibt's noch Fragen oder Anregungen bezüglich der Augenscheinnahme? Ja. Offensichtlich nicht. Dann darf ich jetzt den Parteien mitteilen, dass sie dann in der mündlichen Verhandlung Stellung nehmen können. So, dann meine ich, hätten wir's. Was heißt hier, hätten wir's? Was, das war schon? Und deshalb sind wir den weiten Weg hierher gefahren? Herr Vorsitzender, wir wollen jetzt zu unserem Recht und unserem Geld kommen. Jetzt. Aha, na ja, von mir aus können wir auch gleich zur Sache verhandeln.
Da brauchen wir keinen neuen Termin. Ja, das wäre uns schon sehr recht. War ja eh eine Anreise schon zu viel. Das hatten wir ja noch nie. Mausebeinchen, du hast völlig recht. Bei unserer Italien-, Griechenland- und Irlandreise war das auch nicht so. Bis jetzt hat das unser Anwalt immer ganz alleine gemacht. Ach so? Das tut jetzt nichts zur Sache. Das Gericht hat nun eben das persönliche Erscheinen angeordnet. Nutzen wir doch lieber gleich zur Sache zu verhandeln. Ja gut, wenn Sie auch damit einverstanden sind, dann können wir es gleich packen. Ja, von mir aus können wir es gleich packen, ja. Also nach Frank Spitzer. Wir bleiben da sitzen, gell? Ja. Das passt gerade. Gut. Herr Rechtsanwalt, Ja. bitteschön. Ja, selbstverständlich. So, dann stellen wir die Bank wieder da rüber. So. Mal. Jetzt brauchen wir da drüben noch eine Bank. Da die Kläger, da die Beklagten. Okay, Freund Spitzer, übernehmen doch Sie das. Frau Herberger, ich muss da mal schnell. Sie wissen schon. Ja, natürlich. Maria, sag doch dem Herrn Richter, wo unsere Toiletten ist. Gell? Aber natürlich, bitte kommen's mit. Von wen Toiletten? Plumpsklo. Danke, ich werde es schon finden. So, ja, hier haben wir ja schon eine Bank für die Beklagten und ach ja, dann nehmen wir gleich die hier. So, bitteschön. So, und hier für die Kläger. So, bitte, dann nehmen Sie Platz. Hier die Beklagten. Ja, da gingen wir Ja. gut. Und hier die Kläger. So, Ja, und wo sollen wir sitzen? ach, Sie gehen inzwischen ins Haus. Vielleicht benötigen wir Sie später noch als Zeugen. So. Jetzt haben wir einen Gerichtshof, gell? Dankeschön, So, Herr Freund Spitzer. Bitteschön. Bitte. Danke. So, bitte So. alles auf. Na, nehmen Sie ruhig wieder Platz. So, wir haben hier eine Klage auf Reisepreisminderung, Schmerzensgeld und Schadenersatz vorliegen. Es sind erschienen, naja, da hat sich ja nichts geändert, denke ich. Also, dann packen wir's. Herr Rechtsanwalt, bitteschön. Herr Vorsitzender, Familie Herberger, wie bereits in meiner Klageschrift vorgetragen und substantiiert unter Beweis gestellt, bedarf es im Grunde keinerlei weiterer Ausführungen, um hier zu einem sofortigen klagestattgebenden Urteil zu kommen. Der Urlaub war von Anfang an ein einziger Reinfall. Eine einzige Katastrophe. Die Schlaglochpiste dürfte ja zwischenzeitlich gerichtsbekannt sein. Der Empfang war bereits die erste gravierende Beleidigung. Wie in meiner Klageschrift dargelegt, wurde mein Mandant mit einer Kuhstahlhosengirlande empfangen. Mein Gott, die Girlanden waren Gaudi. Das konnte auch die lieblos garnierte Bauernjause nicht wettmachen. Statt einem Begrüßungscocktail wurde lediglich ordinäres Bier gereicht. Und brühwarm war es auch noch. Jawohl, es folgte dann der katastrophale Kofferservice. Die völlig unzureichende und inkompetente Freizeitberatung, die sogar zu einer Verletzung meiner Mandantin führte. Über das mehr als einfach strukturierte Frühstück, welches unter extremen Geruchsbelästigungen eingenommen werden musste, möchte ich gar nicht sprechen. Ganz zu schweigen von diesen permanenten nächtlichen Ruhestörungen. Ausgelöst durch diesen hofeigenen Jungbullen namens Franzl, wodurch meine Mandanten sogar an ihr geträchtigt wurden. So, dass auch die von mir gestellten Schmerzensgeldansprüche unstreitig begründet sind. Zusammenfassend sind somit sowohl die von mir geltend gemachten Reisepreisminderungsansprüche gemäß § 651d sowie die Schadenersatzansprüche gemäß § 651f als auch die Schmerzensgeldansprüche gemäß § 253 Absatz 2 BGB gegeben. Bravo! Auch die Augenscheineinnahme hat meine Ausführungen im Wesentlichen bestätigt. So, dass der Klage im vollen Umfang stattzugeben ist. Danke. Oh, danke. Na. Wir sind halt doch nicht im Theater. Bravo! Also, Frau Herberger, Herr Herberger, Sie haben jetzt gehört, was die Klagepartei vorbringt. Was sagen jetzt Sie dazu? Ja, mei, was soll jetzt ich da sagen? Sag halt du auch mal was. Was soll ich jetzt da sagen? Herr Richter, schauen Sie mal, Schlagleger hat unsere Straße schon immer gehabt. Ja, und die Girlanden, das war seine Idee. Ja,
war da bloß ein Gaudi, nicht? Und, ja, und die Girlanden hat ihnen ja außerdem auch gefallen. Was ist denn hier gefallen? Wir haben die entsprechenden Fotoaufnahmen als Beweismittel vorgelegt. Sehen Sie die Akten, Herr Vorsitzender. Bitte. Ah ja, da. Und der Simmer, der hat die Koffer nicht dreckig gemacht. Und die Wanderung auf Jochberg zum Klausi, das war doch bloß gut gemeint. Ja, da können doch mir nichts dafür, wenn das Rimpfig vor die Rimpfiger davonlaufen. Moment. Eine Frechheit! Eine Beleidigung meiner Mandanten. Also, Herr Herberger, bleib's bayerisch, aber sachlich, gell? Ich hab bloß gemeint, dass das quasi wie sagt man denn, ein selbstverschuldeter Unfall gewesen ist. Ja, und das mit dem Frühstück, mit dem ganzen Teig und dem Klump, was die alles wollten, das war reine Schikanerie von dieser alten Schickimicki-Schützen. Na, hören Sie mal! Mausebeinchen, denk an deine Galle. Also da kann einer, die Maria kann man da einen Zeugen machen, da können Sie die Maria fragen. Ja, also, Freund Spitzer, rufen Sie mal die Zeugin Maria Herberger. Die Zeugin Maria Herberger, sofort. Bin schon da. Ah, gut. Dann machen wir's kurz, Freund Maria Herberger. Sie müssen vor Gericht die Wahrheit sagen. Auch wenn es um Ihre Eltern geht, gell? Sie haben natürlich auch ein Zeugnisverweigerungsrecht. Aber von dem wollen Sie keinen Gebrauch machen, oder? Nein. Also, dann erzählen Sie mal, was können Sie sagen zum Thema Frühstück? Also, bis zu einer Temperatur von 17 Grad wollten sie drin frühstücken. Ab 17,5 Grad draußen. Die Eier für Sie 4,5 und für Erm 6 Minuten. Toast für Sie, Knäcke für Erm. Die Butter für Sie, die Margarine für Erm. Die Marmelade für Sie und die Konfitüre für Erm. Das Müsli für Sie und den Weizenbarz für Erm. Ja, und nicht zu vergessen den Früchte-Malven-Tee für Sie und den Vanille-Räubusch-Tee für Erm. Ja, danke, das reicht. Noch Fragen an die Zeugin? Ja. Nein, danke. Dann sind Sie entlassen, Sie dürfen wieder gehen. Danke, Herr Rat. Habe ich jetzt was falsch gesagt? Nein, nur die Wahrheit, geh nur wieder. Aber das Frühstück muss durch der starken Geruchsbelästigung durch diesen Misthaufen eingenommen werden. Was mit Sicherheit ein gravierender Mangel ist. Oh weh, jetzt geht's um deinen Misthaufen. So, also der Misthaufen war ein Mangel. Nach was hat's denn gestunken? Naja, wie was nach was das gestunken hat. War das mehr ein beißender oder ein ätzender oder ein schwefliger Geruch? Beschreiben Sie es heute mal. Ja, wie soll ich das sagen? Das stank nach Kuhkot. Nach ganz ordinärem Kuh- und Schweinekot. Aha. So richtig nach natürlichen Kuhscheiß. So richtig nach Mist hat's gerochen. Also ein ganz klarer Mangel, der den Reisepreis erheblich mindert. Ja, ja. Ein Misthaufen darf nicht stinken, ein Gockel darf nicht krähen, ein Glocken darf nicht leiten und Kinder dürfen nicht bayerisch reden. Meine Liebe. Aber nicht bei mir. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ein Misthaufen kein Mangel, sondern ganz normal ist. Na, das gibt's doch nicht. Doch. Ja, aber... Da habt ihr bei euch daheim keine Kühe. Also, bei uns gibt es ganz große, riesige Ländereien mit ganzen Kuhherden und die sind alle viel größer als hier in Bayern. Wie schön für Sie. Und eure Kühe, die stinken nicht, hä? Ja, schon auch ein Ja, bisschen. die werden doch auch kein Schokolade nicht scheißen, oder? Spitzer Scheims. Ein Misthaufen auf einem Bauernhof ist kein Mangel, sondern eine notwendige Einrichtung. Die es gerichtsbekannt in ganz Deutschland, auch in Norddeutschland gibt und daher kein Mangel ist. Und wir haben uns wegen deinem Misthaufen so lang gestritten. Man streitet oft über Sachen, wo es gar nicht braucht, gell? So, Sturer Schweinsbraten. also dann hätten wir das jetzt mit dem Misthaufen. Übrigens, Herr Herberger. Ja? Wenn die Verhandlung vorbei ist, darf er es ruhig wieder abdecken, gell? Ja. So, dann darf mich noch interessieren, wie das mit dem Franzl war. Schrecklich war das. Diese doofe Rindviech hat jede Nacht gebrüllt wie am Spieß. An Schlaf war da nicht mehr zu denken. Also, wir haben praktisch eine ganze Woche lang kein einziges Auge zugemacht. Wegen dem Viech. Weshalb die Schmerzensgeldansprüche ja auch begründet sind.
der verzeihen, wegen deinem blöden Stier. Jetzt war auf einmal mein Franz schuld. Ja, Herberger, wie ist denn das? Schreit der Franzl wirklich jede Nacht um Nein, Herr Richter, so direkt kann man das nicht so. Moment, das kann doch Ihr minder bemittelter Kuhstallpfleger bezeugen. Dieser Simmerl. Sie werden Sie jetzt da keine Zeugen beleidigen, Herr Döttelkopf? Hoff, Herr Vorsitzender. Ja, wollte ich ja sagen, hoff. Geh, Freund Spitzer, ruf es den Zeugen Simmerl in den Zeugenstand. Ja, bin schon da. Ah ja. Simmerl, du musst vor Gericht die Wahrheit sagen, gell? Das weißt du ja. Also, dann erzähl einmal, wie ist das mit eurem Franzl? Schreit der wirklich jede Nacht um 3? Als der Franzl noch klar war, da hat unser Pepperl noch gelebt. Und die zwei haben sie immer gut verstanden. Aber der Pepperl war halt schon alt und der Franzl hat den Pepperl immer so quasi als Vorbild genommen. Und als der Pepperl nimmer war, also als er gestorben ist, da hat der Franzl einen gewissen Schock. Also einen gewissen Trauerschock gehabt. Trauerschock. Trauerschock, ja. Simmerl, mal eine Zwischenfrage. Wer war denn der Pepperl? Der Pepperl? Ja, der Pepperl, das war unser alter Gockel. Ah. Und als der nimmer war, dann hat er keiner mehr geschrien in der Früh. Ja, aber der Gockel, der schreit doch auch nicht um 3 in der Früh. Ja, wie schon gesagt, der Franzl hat ja einen gewissen Trauerschock gehabt. Trauer. Und dann ist es nur mit der Sommerzeitumstellung gewesen. Und da ist er total völlig durcheinander gekommen. Was ja auch normal ist für einen Stier. Ein Stier, der morgens um 3 Uhr brüllt, ist nicht normal, sondern eine Art Rinderwahnsinn. Nein, Rinderwahnsinn hat der keinen. Der ist völlig normal. Sie wissen wohl nicht, dass nach EU-Norm ein normaler Stier allenfalls in der Zeit zwischen 9 Uhr und 16 Uhr schreit. Das ist in ganz Europa einheitlich geregelt. Da Ihr Stier das nicht macht, ist das der beste Beweis dafür, dass er unter Rinderwahnsinn leidet. Herr Rechtsanwalt, ich sehe das ein bisschen anders. Ein Stier, der nicht nach der EU-Norm schreit, leidet keinesfalls unter Rinderwahnsinn, sondern ist im Gegenteil besonders intelligent. Jawohl. Herr Vorsitzender, das haben wir aufgenommen. Ja. Auf dem Band können Sie hören, dass einer, der so brüllt, wie der brüllt, wahnsinnig sein muss. Bitte. Ja, das können wir uns schenken. Noch Fragen an den Zeugen? Ja. Bitte. Simmerl, Herr, Simmerl, haben Sie den Gepäckwagen, respektive Ihren Mistkarren, angesichts des Augenscheintermins manipuliert? ja, manipuliert nicht. Nein, gespritzt hab ich ihn heute. Wie jetzt ja. Darf man das nicht an den Schubkarren neu spritzen? Sie haben damit ein Beweismittel vernichtet. Na, nur neu gespritzt. Das tut auch jetzt gar nichts zur Sache. Sind die Koffer beschädigt worden? Beschädigt, also in diesem Sinne kann man das direkt nicht... Na, also, dann ist auch vollkommen wurscht, mit was die transportiert worden sind. Sieh mal, du kannst wieder gehen. Haben wir noch was, Herr Rechtsanwalt? Und ob unser Kronzeuge, die eklige Kakerlake allein, dürfte ausreichen, um den Reisepreis erheblich zu mindern. Herr Dieteltropf, Hoff! Döttel! Hier, Herr Vorsitzender, kicken Sie mal. Dieses eklige Viech, Ja. das war unter unserem Bett. Ja, aber dieses Viech stammt nicht aus Zimmer 13, das stammt nicht aus diesem Haus, das stammt nicht einmal aus Bayern. Wie bitte? Bei diesem Tier handelt es sich um eine sogenannte orientalische Schabe. Eine Blatta orientalis. Sie kennen da aus? Ich bin nämlich Coleopterologe. Wie bitte? Käferkundler. Und den da haben Sie selber mitgebracht. Und wenn Sie nicht gleich wieder mitnehmen, dann wäre ich pelzig. So, die Beweisaufnahme ist damit. Anträge werden keine mehr angenommen, sodass ich jetzt zum Urteil komme. So, bitte alles auf. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Klage wird abgewiesen. Somit sind die Kläger verpflichtet, an die Beklagten den vollen Reisepreis zu bezahlen. Hören Sie mal! Kläger tragen die Kosten für den Rechtsstreit. Bitte setzen. Das ist doch eine Unverschämtheit. Ja, das hatten wir ja noch nie. Das gibt es nur in Bayern. Ja, das ist typisch bayerische Buttermilchjustiz. Also zur Begründung des Urteils ist kurz auszuführen, dass das Gericht sich davon überzeugen konnte, dass der Urlaub mangelfrei war. Schlaglöcher sind Gemeindeangelegenheit.
Die Girlanden waren eine gut gemeinte Gaudi und das Frühstück war nicht agrar, sondern Grand Hotel-mäßig. Der Franz ist ein ganz normales Bummel. Naja, vielleicht mit einem kleinen Trauerschock, weil sein Freund der Peppel nicht mehr lebt. Also musste die Klage abgewiesen werden. So, und für die Buttermilchjustiz zahlen Sie jetzt einmal gleich 50 € in die Gerichtskasse. Den Reisepreis für die Herbergers können Sie ja dann überweisen. Die Sitzung ist geschlossen. Da fehlen einem ja die Worte. Herr Rechtsanwalt, wir gehen in Berufung. Ich fürchte, das hat wenig Aussicht auf Erfolg. Dann wartet mein letzter Urlaub in Bayern. Das hat Aussicht auf Erfolg. Pause, mein Lieb, komm, wir gehen. Das hast du jetzt davon. Na, du wolltest doch nach Bayern. Aber ich hab dir gleich gesagt, so doof sind die hier nicht. Moment! Mein Honorar! Mein Honorar! Ja, was soll jetzt das alles heißen? Ja, das heißt, dass wir gewonnen haben. Ja, stimmt das, Herr Richter? Ja, das darf ich schon meinen. Also, hab ich doch recht gehabt mit meinem Agrarhotel. Und? Mengen Sie jetzt einen Kaffee? Na, das Urteil ist jetzt gesprochen. Jetzt war ein Bier und ein Schnaps an recht. Ja, freilich! Maria, ein Bier und Schnaps! Gell, siehst? Jetzt sagst nix mehr. Ich sag schon nichts mehr. Frau Agrarhotelbesitzerin. So, Ja, Maria, was Schnaps und Bier? kommt schon. So schaut man aus, wenn man Wett verloren hat. Ja? Weil man nicht glaubt, dass ein bezahlter Urlaub wird.